Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Vážený knieže biskupie Tyma Ewasa, je nam cześć, zoście dżęca do kruścić psiu, zobychcie nam sakrament świętego firmowania spościł. Wieselimy so na zromadnu Bożą mszu, so nadzieją, zoby Duch Święty na wszystkich napełnił. Sehr beehrter Bischof Tim Ewasa, es ist uns eine Ehre, dass Sie heute nach Coswitz gekommen sind, um uns das heilige Sakrament der Firmung zu spenden. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Gottesdienst in der Hoffnung, dass der Heilige Geist uns erfüllen möge. Herzlichen Dank, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, liebe Firmenpartner, liebe Eltern, liebe Schwestern und Brüder. An diesem wunderschönen Tag mit so viel Licht und Sonne nach hier zu kommen, heute Morgen schon in der Frische des frühen Morgens, nachdem wir alle eine Stunde weniger hatten heute Nacht, ist für mich eine große Freude. So herzlich, und das Ganze lädt ein, unsere Herzen zu öffnen, unsere Augen zu öffnen für das Wunderbare, was Gott immer wieder inmitten der Welt, inmitten der Kirche und inmitten des Lebens vieler Menschen wirkt und tut. Und das ist das, was uns heute Morgen hier zusammenbringt, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass Gott auch heute wirkt, uns beschenkt. Das größte Geschenk, das wir für unser Leben empfangen haben, ist uns bereits gegeben im Sakrament der Taufe. Und daran wollen wir uns zu Beginn dieses Gottesdienstes erinnern. Gott hat uns in der Gemeinschaft der Kirche, in Jesus Christus, neues Leben, ewiges Leben geschenkt. Ganz tief in unserem Herzen ist dieses Leben präsent. Damals bei eurer Taufe haben eure Eltern und Paten das Glaubensbekenntnis gesprochen. Sie haben es für euch gesprochen. Heute am Tag eurer Firmung seid ihr nun selbst eingeladen, euch dieses Glaubensbekenntnis ganz und gar zu eigen zu machen und es in dieser Stunde inmitten der Gemeinde in der Kirche zu erneuern. So frage ich euch zu Beginn dieses Gottesdienstes nach eurem Glauben, und dann werdet ihr in Erinnerung an die Taufe mit dem Weihwasser gesegnet. So bitten wir um Gottes Beistand für euch und für alle, die getauft sind. Ich frage euch, widersagt ihr dem Satan und all seiner Verführung? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus bekennen. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, wir alle, die wir jetzt hier versammelt sind, wir gehören zusammen. Und ihr seid mit eurem Taufbekenntnis nicht allein. So wollen wir uns daran in diesem Augenblick dankbar erinnern, und als Zeichen dafür empfangen wir das geweihte Wasser.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Josua. In jenen Tagen sagte der Herr zu Josua: Heute habe ich die ägyptische Schande von euch abgewälzt. Als die Israeliten in Gilgal ihr Lager hatten, feierten sie am Abend des 14. Tages jenes Monats in den Steppen von Jericho das Pessach. Am Tag nach dem Pessach, genau an diesem Tag, aßen sie ungesäuerte Brote und geröstetes Getreide aus dem Ertrag des Landes. Vom folgenden Tag an, nachdem sie dem Ertrag des Landes gegessen hatten, blieb das Manna aus. Von da an hatten die Israeliten kein Manna mehr, denn sie aßen in jenem Jahr von der Ernte des Landes Kanaan. Wort des lebendigen Gottes. Bóg jest tam dary syczeć bez owoce, na tutym sycze pone złodoby. Und wszakie puszki spokojnie na swycze, z długością Boże się napełniamy. Poszli nam swojego ducha, haj ducha pokoja, zwycięskie cieży syta i szczędzięca. Ludzie na swycze czekają na pokój, by szczęśliwi na zwyczach nie żywa. Przemierza złosne swoim szanowaniem, zadobne byli syna jednota. Poszli nam swojego ducha, haj ducha pokoja, zwycięskie cieży syta i szczędzięca.
Czytanie z drugiego lista świętego apostoła Pawła Koryntianom. Bracia a sestry, sztucie Chrystusu je nowe stworzenie. Stare je zajszło, lej, wsze je nowe nastało. Wsze dopak jest Boha, kiż je nas przez Chrystusa ze sobą ujednał, a nam służbu ujednania dowierzył. Przetoż Bóg je w Chrystusu świat ze sobą ujednał. Ludziom nie ich grzechy przyliczył, a je do nas położył swoje ujednania. Miesto Chrystusa po takim wykonujemy poselstwo, każby Bóg przez nas napominał. Miesto Chrystusa prosimy, ujednajcie się z Bogiem. To, kiż nie grzesza znał, je on za nas grzeszność czynił, so bychmy so my w nim sprawność Boża czynili. Słyszeliśmy Słowo Boże. Chrystcze, Ty wieczne słowo Ojca, cześć budź Tobie. Słuchaj swojemu wodcy, a jemu riec. Wodce, sym so przeciwo Tobie, a przeciwo niebie sam zgrzeszył. Kniez budź z wami. Słowa Świętego Sczynia po Łukaszu. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen das Gleichnis und sagte, ein Mann hatte 2 Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach den wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann, Not zu leiden. Da ging er zu seinem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot
und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht gab zur Antwort, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater gab zur Antwort, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ewangelii naszego Knieza Zbożnika Jezusa Chrystusa. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, liebe Firmenpaten, liebe Eltern, liebe Schwestern und Brüder. Es gibt Dinge im Leben, das gibt es nur einmal. Wir werden einmal geboren. Wir sterben einmal. Auch in unserem ganz einfachen Leben gibt es eben Dinge, die nur einmal passieren und die haben eine Bedeutung für das ganze Leben. Bei der Taufe nach der Geburt haben euch, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, die Eltern einen Namen gegeben. Und dieser Name bleibt. Mit diesem Namen gehen wir durchs Leben und mit diesem Namen treten wir ein in die Ewigkeit. Und Gott ruft uns bei diesem Namen. Einmal werdet ihr getauft. Und einmal, und das ist diese Stunde, werden wir im Leben gefirmt. In der Taufe ist euch schon der Heilige Geist ins Herz hineingelegt. Heute aber, an diesem Tag, mit dem Sakrament der Firmung, wird das, was euch in der Taufe geschenkt wird, bestärkt, stark gemacht, damit ihr als Christen leben könnt, damit ihr als Christen inmitten dieser Welt das Evangelium bezeugen könnt, damit ihr aus der Kraft des Evangeliums euer Leben gestalten könnt. Wenn wir uns heute an diesem 4. Fastensonntag zu dem Ereignis der Firmung, was wir heute feiern und begehen, jetzt die Texte hinzuholen, die wir eben gerade gehört haben, die die Kirche für uns an diesem 4. Fastensonntag ausgesucht hat, und danach fragen, was sagen Sie auch diese Texte euch heute am Tag eurer Firmung? Sie können uns helfen, zu verstehen, was es eigentlich heißt und bedeutet, Christen zu sein. Wir haben in der ersten Lesung von Josua gehört, er reflektiert noch einmal die Geschichte Israels. Mose hat das Volk aus der Sklaverei herausgeführt, 40 Jahre durch die Wüste. Und das Volk war manchmal sehr unzufrieden. Sie haben gemurrt, auch weil sie Tag um Tag das Manna essen mussten. Und dann sind sie in das gelobte Land gekommen, nach Kanaan, in dem Land, das reich war an Früchten der Erde, und davon konnten sie leben. Aber
Josua erinnerte daran, denkt nach, wie war das am Anfang, was ist geschehen, wovon habt ihr gelebt, über Jahre, Jahrzehnte, auch in schwierigen Zeiten, und jetzt seid ihr im gelobten Land. Das stellt uns und euch, liebe Firmlinge, die Frage, wovon wollt ihr eigentlich leben? Was ist die Kraftquelle eures Lebens? Dass das Brot allein nicht reicht, das wissen wir alle. Was gibt euch Kraft? Was gibt euch den Mut, heute Christen zu sein in dieser Zeit? Wovon wollt ihr leben? Und was erfüllt mein Leben? Wie und wodurch bekomme ich das Gefühl, den Eindruck, es lohnt sich wirklich zu leben? Und ich kann nicht nur den Hunger stillen, den ich manchmal spüre, ganz natürlich spüre. Es gibt mehr als nur den Hunger des Magens zu stillen. Wir wollen einen Sinn. Wofür leben wir? Was gibt uns Kraft? Das ist die Frage, die uns mit dem Propheten Josua gestellt wird. Und die Antwort? Es ist das Evangelium im Evangelium, was wir heute gehört haben. Jetzt können wir fragen, was ist es jetzt? Ist es das Bild des barmherzigen Vaters oder ist es das Bild des verlorenen Sohnes oder ist es das Bild des gerechten, treuen Sohnes? Diese beiden. Schauen wir einen ersten Moment auf den Sohn, der ganz selbstbewusst sich auf den Weg macht, sich freikämpft, sozusagen aus der Tradition heraus von seinem Vater absetzt, sein Erbe nimmt und dann schlicht und ergreifend alles durchbringt. Der sein Leben verlottern lässt. Und irgendwann erkennt, so geht's nicht. Einfach nur den Konsum zu leben bis zum Äußersten, bis ich nichts mehr habe, das kann das Leben nicht wirklich erfüllen. Und er erinnert sich, wenn ich doch bei meinem Vater wäre, dann würde es mir bedeutend besser gehen und kommt zurück. Und da ist der andere Sohn, der in ganz großer Treue seinen Aufgaben nachkommt, der auf dem Feld ist, treu seinen Dienst tut, mit dem Vater verbunden bleibt und dann erfährt der da, der alles durchgebracht hat, er kommt zurück und der Vater bereitet ihm ein Fest. Was ist das? Er ist voller Ärger und voller Zorn darüber, weil er alles durchgebracht hat und jetzt mit großer Barmherzigkeit vom Vater wieder aufgenommen wird. Jetzt können wir uns fragen, wohin zieht es uns gedanklich mehr? Wer hat unsere Sympathie? Ist es der Sohn, der alles durchgebracht hat, oder ist es der andere, der ganz treu seinen Dienst getan hat? Wahrscheinlich ist es so, und das ist wahrscheinlich die Botschaft, in jedem Menschen ist beides. Die Treue im Dienst, die Treue zu seinen Verpflichtungen, und das gibt Erfüllung, das ist die eine Seite. Und das andere ist, dass jemand spürt, ich habe mich verrannt und ich komme zurück. Beides ist in jedem Menschen. Der Sohn, der aber treu geblieben ist, hat seine Schwierigkeit damit, den liebenden, den barmherzigen Vater zu akzeptieren. Er verschließt sich. Auch das wird es in unserem Leben geben, dass wir uns der Barmherzigkeit, die uns geschenkt werden soll, die uns geschenkt werden kann und die wir einander schenken sollen und erwarten dürfen, dass wir uns dem verschließen. Und bei dem verlorenen Sohn wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Bleibt er auf einem guten Weg? Kommt der andere auf einen guten Weg?
Wir wissen es nicht. Dazu gibt das Evangelium uns keine Auskunft. Aber das starke Wort steht, so spricht der Vater zu dem zweiten Sohn, ich bin immer bei dir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Das ist ein Wort, das über unserem Leben steht. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, dieses Wort spricht Gott heute erneut zu euch. Er hat es gesprochen in der Taufe und hat euch in Jesus Christus und mit ihm eine ewige Lebensgemeinschaft angeboten. Und er spricht es heute neu. Und das gilt nicht für diese Stunde, nicht nur für diese Stunde, das gilt für euer ganzes Leben. Auf diesen Gott, der barmherzig ist und der uns ruft, mit ihm Gemeinschaft zu haben, könnt ihr und dürfen wir vertrauen. Und deswegen sagt der Apostel Paulus den Korinthern, wenn einer in Christus ist, dann ist er neue Schöpfung. Das ist eine Aufgabe, das ist auch ein Bemühen, immer wieder neu in Christus zu sein, mit Christus unterwegs zu sein, auf ihn zu schauen, was er sagt und was er tut. Das als Maßstab zu nehmen für unser eigenes Leben, auch wenn es nicht immer gelingt. Wir dürfen auch Gottes Barmherzigkeit vertrauen. Aber Christus gibt uns das Maß vor, nämlich Gott zu lieben, darin nicht nachzulassen, bei Gott versöhnt zu werden, versöhnt zu sein. Lasst euch versöhnen mit Gott und mit den Menschen immer wieder und dann ganz treu unseren Aufgaben inmitten dieser Welt nachzukommen. Treu zu bleiben, Gott treu zu bleiben und den Menschen treu zu bleiben und auf Gottes Barmherzigkeit zu hoffen und zu bauen. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, das ist Gottes Geist. Und dieser Geist wird in diesem Augenblick, in dieser Stunde im Sakrament der Firmung in euch stark gemacht. Und dieser Geist will wirken in eurem Leben, dass ihr zuversichtlich seid, mutig seid, liebevoll seid, vertrauensvoll seid. Dazu werdet ihr bestärkt mit den Gaben des Heiligen Geistes. So wollen wir jetzt aus ganzem Herzen mit euch und für euch darum beten und bitten. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Amen.
Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist herabsende auf diese jungen Christen, die in der Taufe wiedergeboren sind zu ewigem Leben. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache sie durch seine Salbung Christus, dem Sohn Gottes, ähnlich. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese Christen, unsere Brüder und Schwestern, in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus, unseren Herrn. Oder wer ist? Ja. Wie heißt du? Laura Linia, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Mila Helena, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Helena Veronika, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Tadea Philomena, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Carla Teresa, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Eline Maria Telofe, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Jan Paul, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du?
Jeffrey, Benno, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Benno Simon, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Adrian Benno, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Luisa Victoria, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Veronika Cecilia, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Mira Katara, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Hanna Maria Teresa, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Matej Boschan, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Simon Tadej, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Yannick Antonius. Yannick Antonius, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Und den Heiligen Geist. Wie heißt du? Jakob Peter. Jakob Peter, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Astrid. Wie heißt du? Markus Micha. Markus Micha, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. Der Friede sei mit dir. Astrid. Wie heißt du? Roman Matej, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Robin Christian, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Gabriel Peter. Gabriel Peter, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen.
Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist. Wie heißt du? Elias Stephanus, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Milan Bosco, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Paul Erik, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Jannik Jan, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Moritz Matthäus, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Georg Thaddäus, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Angelina Elvira, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Mirjam Deborah, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Vanessa Anna Magdalena, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Linus Benno, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Juri Krestan, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Peter Petrus, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Mia Maria Katharina, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.
Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Sarah Isabella, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Larissa Ida, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Judith Annika Shoshana, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Mirka Clara, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Antonia Dorothea, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Leandra Isberta, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Anna-Maria Charlotte, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Nina Magdalena, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Lubina Trudla, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Jesu,
Liebe Schwestern und Brüder, der Heilige Geist schenkt uns den einen Glauben, die eine Hoffnung und die eine Liebe. Erfüllt von diesem Geist, lasst uns einmütig zu Gott, dem allmächtigen Vater, beten. Gütiger Gott, wir bitten dich für die Neugefirmten, die du mit deinem Heiligen Geist gestärkt hast, dass sie im Glauben verwurzelt und in der Liebe fest gegründet bleiben und durch ihr ganzes Leben Christus, den Herrn, bezeugen. Wir bitten dich, Erhöre uns. Prosimy Cię za naszych starszych akmucjów, którzy są z nami tule modla, jako świadkowie wiary. Wopnać ich, żebyś nas, firmowanych, ze słowem a skutkom dalej uczyli, w obstanie Chrystusa szczyrować. Prosimy Cię, Wir bitten für die ganze Kirche Gottes, die du im Heiligen Geist zusammengeführt hast, mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Heinrich und der Gemeinschaft der Bischöfe, dass sie im Glauben und in der Liebe eins bleibe, bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, wachse und sich ausbreite auf der ganzen Erde. Wir bitten dich, Erhöre uns. Prosimy Cię za szyn świat, a za všich ludzi, których stworiciel a wódstysy, zabychu so miesobu zańczmyli, przy všej wszelakorości. Daj zabuchu wszystkie ludy świata so wo pokoj pracowali. Prosimy Cię, Prosimy Cię za naszych zemrtych, daruj im swój pokoj. Allmächtiger Gott, du hast deinen Aposteln den Heiligen Geist gesandt, damit sie und ihre Nachfolger ihn den Gläubigen weitergeben. Sei uns nahe und erhöre unsere Bitte. Gib, dass der Heilige Geist, den deine Allmacht und Güte der Kirche geschenkt hat, als die Verkündigung der frohen Botschaft ihren Anfang nahm, auch in unserer Zeit durch die Liebe derer, die glauben, die Welt erfülle. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Herr unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden und schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, levis unseri et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui vivit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Вунних з нас чинить Тебе вопоне вічне да, забих ми стуби дідінство доцпільні з Твоїми визволеними, ze zbožnej kniežnu Boha Rodičelku Mariu, s Tvojimi sviatými apoštolami a zbožnými martyrjemi a ze všemi sviatými, na ktorých zastupnú prostvu před Tobu sa přeco nádžijame. Tutom vopone dá našeho ujednania prosíme, če knieže nech Ty je pokojej a spomoženiu všeho sveta. Skručuj svoju církev na jej putníkov na zime věra a ľubosti. Skručuj svojho služovníka, našeho Vamša Franciskusa, našeho biskupa Heinricha, zhromadno všetkých biskupov se všemi duchovnými a se svojim umoženým ľudom. Uspěšme se, ale tuto je svoje vostady, které jsou te zhromadžují. Zjednoč ze sobou všetké svoje pozorné děti. Gedenke auch der Neugefirmten, die in der Taufe zum neuen Leben geboren und von dir in dieser Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt wurden, und bewahre in ihnen das Geschenk deiner Gnade. Spomnite o našich votemrete, bratov a sotra a na všetkých, kociž sú Tebi sa spodobajú z tutej časnosti odešli. Přijmi ich do svojho kráľovstva. Tam budeme s nimi tiež my to a sa nádžijame, zobek my s nimi Tvoju krásnosť užívali. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu rufen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist.
Unsere
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Češćene knieže biskupie, my dziękujemy so wam, że nas z mocu Ducha Świętego napełnił. Przez wasze żonowanie możemy nie tylko też my, drugim jako przykład być. Zapłać Bo. Sehr geehrter Herr Bischof, wir danken Ihnen, dass Sie das Sakrament der Heiligen Firmung gespendet haben. Nun können auch wir anderen Gläubigen ein Vorbild sein. Vergelt's Gott. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Ja, am Ende des Gottesdienstes möchte ich euch herzlich beglückwünschen zu den Gaben, die ihr heute empfangen habt. Ich habe auch ein kleines Geschenk mitgebracht, das haben wir jetzt noch im Pfarrhaus, das kann noch später überreicht werden. Eine kleine Schachtel mit vielen Wörtern aus der Heiligen Schrift, die einen Kommentar bekommen, dadurch, dass verschiedene Leute aus unseren Gemeinden, ich selber auch, ein Wort genommen haben und beschildert oder geschrieben haben, was das in meinem Leben, in unserem Leben bedeuten kann. Und da ist auch eine Karte drin, da könnt ihr selbst euer Wort, das Wort, was euch möglicherweise etwas bedeutet, ein Wort aus der Heiligen Schrift aufschreiben und euch immer wieder an diesen Tag, an diese Stunde und daran erinnern, dass ihr gefirmt seid, bestärkt seid, um in dieser Welt den Glauben zu leben und zu bezeugen. Das ist ein Geschenk und eine Erinnerung. Dieses Geschenk möge euch auf eurem Lebensweg begleiten. Dann danke ich allen, die euch jetzt begleitet haben auf den Weg der Firmung. Ich danke dem Jugendchor für die musikalische Mitgestaltung und allen, die sie mitgewirkt haben. Ich grüße auch all jene und erbitte den Segen Gottes denen, die jetzt im Livestream mit uns verbunden sind, dass Gottes Segen sie reich erfülle und wir in der Kraft dieses Segens unseren Weg gehen können. Dazu erbitten wir Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.